Fan warm von der, nicht? Falls ich meistens von wie war der Winter haben, waren doch mal in Kanada tragen, wo es warmer ist. Frieheit. Das sind Dinge in das Leben, in dieser Welt, wo sehr wertvoll sind, sehr dir sind. Vielleicht denken wir dann an Gold. Gold ist sehr dir. Aber das darf Steine, was wie dir sind, das Gold. Aber wenn du mal das sagst, was ist das ganz wertvollste Ding in deinem Leben? Wo wird es sein? Vielleicht interessant sein, mal ein bisschen vertalen, nicht? Like, was die really viel wert? Uns steht es falsch, wir sind einmal beigetragen. Das ist bekannt, nicht? Und das hat immer gewisse Moten mit Freiheit zu tun. Wir wollen frei sein von der Regierung oder frei von nicht zum Militär gehen, all so eine Dinge dort. Und so von der will ich reden von Freiheit in Christus. Das ist really eine Frau, was das nennt, gekommen, like, I means, in suggestion würde wir sagen, like, was lebe ich in Freiheit in Christus? Na, weet je, mir hat es scheint von genug reden, mir hat es scheint von reden, dass die Sinnen sind verjährt, mir hat es scheint zu reden von der in Christus, habe ich alle sehen, was der Himmel zu beiden hat, das hat mir scheint davon reden. Von der Welt dann wird anders nachkommen. Weet je, Freiheit oder Freiheit in Christus, das ist mehr als, also zu sein, wo wir können vielleicht verleihen krüten und dort und ihr sehen, und das ist ein großes Thema, wo wir lang von predigen können, mehrere Botschaften, aber ich will von der durch von einer ganz besonderen Seite ankommen. Und auf eine von diesen Botschaften, will ich Ihnen eine Geschichte vertellen. Und die Geschichte, glaube ich, und ich bete und ich hoffe, die Geschichte, der wird die sommige Dinge aufdaten bei einmal. Und da wird die bei einmal Sinn merken. Weet je, dat je verschiedene Freiheiten in der Welt, aber Freiheit in Christus. Und ich will klar merken, dass diese Botschaft, das war ein bisschen ein Thema, das kann sehr arg verstanden werden, und ich will nu klar merken, dass ich rede von in Christus. Nicht in Religion, nicht in der Kirche, nicht in meiner Tafel, in meiner Kleidung, in meinem Nietensystem, in Christus, das ist, wo ich von rede. Und so, wenn ich Dinge will sagen, was die Frauen jafter wunderschön wird, dann denk an dort. dass wir reden von in Christus. In Galater 5:1, da hat Paulus nicht geredet, in Galater Brief, wenn durch heim das Gesetz nennen, in der heidnischen Kirchen, das ist ein langer Thema, aber dann sagt Jesus, steht, dann blieb nu in der Freiheit, wo der Christus uns verhalten hat, manchen dort, blieb in der Freiheit, was Lebenswasser jüngst gegeben hat. Das ist nicht, was er sagt. Wo der Christus uns verhalten hat. En Lutjend nicht waren Skluvenjoch ableihen. Das ist ich sehe, da gleich von genug reden, Vergebung, Gerechtigkeit, all die Dinge sind wichtig. Aber ich und du sind sehr unvollkommene Menschen. Sehr. Und die Frau von uns ist, was wirst du tun mit deinem Sinn? Was wirst du damit tun? Als ein Kind Gottes. Du bist nur noch einmal nicht vollkommen. Du bist noch einmal einsinnig. Du bist noch einmal dull. Du bist noch einmal selbstsüchtig. Und ich will dir eine Liste von Dingen geben, von was Jesus uns so frei merkt. Aber das sind Dinge, was die anhängen. Die hängen mich an. Und das krijgt niet wel stroom die hier von der Abstalz in die Kirche. Wenn du schon allein tust bist, oder eine Familie, oder wo du wirklich tust bist, dann einmal, dann kommen die hin raus. Und so, was wirst du mit? Da werden wir ein bisschen von reden. So, ich will es von dir mit anders nehmen. Freiheit in Christus.
da meint dit. Jesus hat die vrijgemaakt van die zelfs. Jesus hat die vrijgemaakt van die zelfs. En so ik was op een boodschap wat je tot lijkt mij zin merken. Jesus hat nicht bloß onze zin vergeeft. Hij is nicht bloß gestorben für die Welt. Ich meine, das ist alles so. Aber Jesus hat die vrijgemaakt von die zelfs. Du bist really dein geradster Feind. Dein Fleisch, deine Einstellung, deine sinnliche Natur. Das ist dein geradster Feind für Erlösung. Und du wirst es niemals ever merken. Das ist, wo ihn das so jammerlich ist, wenn wir als Menschen einmal so eine Idee haben, dass wir wollen uns selbst raten, wir wollen uns eine Worten, uns eine Kleidung, uns eine Picken reden, was immer das alles ist, aber ich will mich selbst raten. Jesus wird vielleicht 55% tun, aber 75% für ich. Na, wir denken doch nicht, so steht eben, aber das ist, wo wir leben werden. Und so, wir wollen von dir nur das Fleisch checken, wenn das wer du bist in die selbst. Das wäre ich in mir selbst. Galater 5,19. Was das Fleisch verworten hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, unbandet Leben, Aufjatterei, Zauberei, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nusig sein, Zank, Spaulerei, Aufgans, Mord, Sünden, Freten und so was mehr. Und dann sagt der Herr, und wer diese Dinge lebt, oder wer es nicht lebt, wird nicht an Gott in den Rücken ankommen. Und das wäre du bist. Sorry, dass das so klar sage ich mal, aber das ist bloß simply, wer wir sind als Menschen. Das ist uns Fleisch. So werden wir das letzte Mal mit durchgehen. Jesus hat die vrijgemaakt von einem unmoralischen Leben. Ehebruch ist du und ja. Das ist das Erste, was er abnimmt. Ehebruch, das meint, dass ich da den Bund. Hörst du, das ist nicht ein Ehekontrakt, das ist ein Ehebund. Ich habe einen Bund gemacht mit meiner Frau. Wir haben einen Bund gemacht für Gott. In sexuellen Sinn, sexuell besiegt dort, der den Bund zwei mehr. Wir haben in unserer Gegend hier viel zu schrecklich viel Ehen, was zwei sind, wenn sexuelle Sinn. Some von den Ehen sind noch taub, some von denen sind alle ein. Aber das hat alles zu tun mit das Fleisch. Uns Fleisch will sexuelle Dinge tun. Das ist bloß einfach simply, wer wir sind als Menschen. Na, Gott hat uns gemerkt, wenn Monen früh, und das soll Kinder geben, und die Menschheit soll sich vermehren. Und so das Wort von was Gott uns gemerkt hat, aber du sind wenig Dinge in dieser Welt, was der Teufel so verdreht hat, als sexuelle Sinn. Alle haben die Stripbars und alle haben die Dinge am Internet. Kos alle in jeder Stadt sind die rode Districts oder die rode Gas, was immer wir anwählen. Das ist alle in unserer Welt. Und mein Fleisch will das. Und dient auch. Und hält sich krecklich wohl fein und göttlich, du die hier abstellst, spirituell. Aber das ist, wer wir sind. Sexual untrue. Und so das ist ein Sinn, was in uns vollträgt, so ganz schrecklich, so er nicht auszusprechen jetzt. Und alle haben uneiheliche Ehebruch und alle haben Hinsichten haben. Und das dreht in uns Denken. Und Jesus hat die vrijgemaakt von sexuellen Sinn. Hurerei. En dat is als je time bloß Hurerei ist vielleicht ein bisschen breiter. Dat hat alles sexuelle Dinge buiten de Ehe. Pornografie, Selbstbefriedigung, was immer wir das nennen, Masturbation, all diese Art Dinge. Irgendwo nach andere Frühs gehen, nach einem jungen Mial, taub in sexuelle Verhältnis, Vater, Ehe, all diese Dinge sind dabei. Das wäre du bist als ein Mensch. Das ist das Fleisch. Na, das Fleisch, das ist an sich gefallene Natur, was durch jeden Gott will und die Welt in einer Welt haben. Die kann alle den Kampf.
Paulus sagt das sogar für Christen. Wir haben den Heiligen Geist und du hast einen Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Und dabei wollen sich immer streiten. Und so das ist immer noch Part von uns Leben. Aber Jesus hat uns frei gemacht von Hurerei, Unreinheit. Unreinheit ist das Salz gedenkt. Das hat zu tun mit einem unreinen, grieset Gedächtnis. Alles, was ich geredet habe, mit sexuellen Dingen zu tun. All meine Jokes sind sexuelle Jokes. All diese Art Dinge. Wenn jemand in der Welt horchen wird, wo Menschen reden, das ist das Thema. Das ist, wer wir sind als Menschen. Und so bloß mal war ein Schmack, ein Kleid antragen, oder bloß mal war ein Dürk am Bein, oder bloß mal war ein Schlawachsen an Hand, oder bloß mal war ein Traktor mit Peckenräder, dort wird das nicht wahrnehmen. Paulus redet davon. Er sagt, das sind so eine Dinge, das sind nur Göttlichkeit von Besitz, aber das kann nicht das Fleisch bearbeiten. Das ist alle Religion, das ist dort. Und so das ist, wer wir sind. Unreine Menschen. Jesus hat die frei gemacht. Von Unreinheit. Unbandelt Leben. Das ist als die Thema. Das ist das erste Feuer wieder, die drehen alle Raum sexuelle Sinn. Unbandelt Leben. Ganz ohne Grenzen. Alle wen nennen gehen. Alle verschämte Dinge tun. Das ist alle mit angeteilt. Das ist wer wir sind, Lee. Das ist wer du bist in dein Fleisch. Wo wirst du mit haben? Keiner von uns aus dem Christ will haben, dass über uns Kopf sollte sein, was wir denken. Keiner von uns. Wir würden uns totschämen, wenn es dort wäre. Because das ist wer wir sind, als Menschen. Das ist ein unbandelt Leben. Eine Person, die schamlos singen hat und alle sexuelle Hinsichten haben, was er kann. Das würde von reden. Und nicht bloß dort, aber das ist eine Person, die andere mitredet. Und andere, vielleicht ein bisschen eine ältere Person, junge Jungs mitnehmen, die Pornografie wiesen und die dann anleiten und all so Dinge dort. Unbandelt Leben. Jesus hat die frei gemacht von dort unbandelt Leben. Die nächste Gruppe von wir, was hier gebraucht, das falsche Anbetung. Aufjatterie. Aufjatterie ist alles, wo ich mein Hort hingebe, das ist nur Gott. Das kann haben Geld sein, das kann Geld sein, das kann ein Stock sein, oder ein Stein, oder something, was ich mir hier abgestellt. Na, wir haben eigentlich nicht irgendwo eine Aufgabe abgestellt, wo wir uns verknallen und so wieder. Aber das sind andere Dinge, was ich mein Hort geben will. Und so das hat zu tun mit allen so Dinge. Das kann mit Aufjatter zu tun haben, wo eine Art Stuhl, oder das kann bloß zu tun haben mit meinem Geld, mit meiner Erfolg, meinen Verhältnissen, aber das hat eine selbstsichere Idee. Und so Aufjatterie. Das ist, wenn ich mein Hort setze, wohin die was wird hinhielt. Da wurde ich gemerkt, das. Religion. Alle Religion ist Aufjatterie. Na, da weiß ich, dass es ein strenges Wort. Aber wenn du die selbst für deine Erlösung merkst, dann bist du in Aufjatterie. Und so das ist ein Problem in uns Mennonitentum, wo wir alle Dinge abgestellt haben, alle uns üderliche Dinge, aber das ist eine Aufjatterie. Jesus hat uns frei gemacht von Aufjatterie. Zauberie. Das Wort ist Pharmakeia. Pharmacia. Fahrt mal längs im Korridor und teilt mal die Pharmacias. Und so das hat zu tun mit uns ganzen Drogsystem. Und von was annehmen, was mein Gedanken wird oder mein Denken wird verändern. Na, dort wird taub geknackt mit allerhand Aufjatterien und Drogs nehmen. Das wird es von der aus. Große Partys haben, Drogs nehmen, was uns wollen. Hochmerken, fliehen, all so Dinge dort. Das hat alle zu tun mit dem Wort. Zauberie. Drugs, was immer wir mit Drugs tun. Ich glaube, dass ja wenig Business in uns Korridor und mehr Geld merken als Pharmacias. Wir freten Pallen, das waren die kein Marien ist. Jesus hat uns frei gemacht von Zauberie.
Die nächste Gruppe von Dingen, was ich abnennt, dort ist Frieheit von jäftigen Verhältnissen. Feindschaft. Bloß einfach ein Hass in mein Hort, jeden anderen Menschen. Mein Hort ist so eingestellt, dass ich sie ein Feind zu mir neben stehe, den sie ein Freund. Und so ich ran Menschen durch, ich vor Menschen schwört, bloß einfach eine Feindschaft. Das ist meine Einstellung. Kein Vertrauen an Menschen, immer misstrauisch sein, ich sie bloß feindlich Menschen gegenüber. Das wäre wie sind in uns Fleisch. Streit. Und so dass die Menschen, die sind immer in Streit. Irgendwie kommen die immer in Streit rein. Immer alles die beten. Jeder Gräve denkt mit Streiten und mit Zanken und all so. Like, die kann vielleicht Menschen, aber du bist so. Immer über alles streiten. Ich kann niemals sagen, weil du läufst so und existiert und sagst, Freund und go wieder. Das schafft nicht für so einen Menschen. Immer streiten, immer reich sein, du musst immer reich sein. Und so das wir wie sind in uns Fleisch. Habsucht. Selfish ambition ist das englische Wort. Na Habsucht, weet je wie wel mehr haben, aber das ist eine eure Sünde Habsucht, wo ich will über die sein, ich will mehr haben als du, ich will keinen raufchecken auf die, ich will keinen auf die abkloppen, und ich will taub rufen, kreiten uns, dass die wird vernichten oder nicht. Und selbstsicher Habsucht, jetzt als es selbst gedenkt. Das wäre wie sind in uns Fleisch. Ich denke einmal so, wir sind erfolgreiche Menschen. Ich hatte einmal von geredet, dass wir Mennoniten, wir sind ein sehr besonderes Volk. Wir können messen, irgendwie es den antragen, oder in irgendeinem Wald, oder irgendwo haben, und beinahe die zweite und dritte Generation, dann sagen wir, waren wohlhabende Menschen. Das ist nicht gut, was wir haben. Aber dann ist der Sinn Habsucht. Alles topkleben. Who cares, dass der nur bei Tod hungert oder nicht? Das ist ja nicht meine Sache. Habsucht. Wut meint, dass ich fliehe hastig vom Stehl. Ich meine, ich war so schrecklich da, hastig. Alles, was ich in der Hand hatte, Pflicht. Jeder Gruppen oder jeder Schlädel oder was immer das dort fort. Schrecklich wird der Mensch. Vielleicht bist du es dort, oder du kannst jemand, wer so ist. Ich meine, mit dem Menschen, was nicht mal taub sind. Du wirst nicht die mit dem begegnen am Weg. Und so das ist ein Mensch, was out Control ist. In Jakobus 1,19 sagt, meine Leute bereiter sieht schwind, wie der sagt, zum Horchen, über leicht Gott, reden, und wird nicht leicht da. Ein Mensch, der in Wort handelt, der nicht wird für Gott reich ist. Und so, wenn ich ein Wort der Mensch sehe, meine Familie verstärkt sich für mich, meine Arbeiter wollen nicht mehr mit mir taub sein, kein Mensch will mit mir taub sein, wenn ich weiß niemals, wenn ich wo ab der anderen alles wird fahren. Das wäre wie sind in uns Fleisch. Nusig sind, selfish. Das meint, dass ich da mich selbst den Mittelpunkt merken von der ganzen Welt. Alles muss daran mich drehen. Und wenn irgendwer nicht daran mich dreht, dann dort sind beide Menschen. Mit denen mache ich Schlag mehr, aber mit denen sind feindlich. Das Ganze, das ist aller Food, aller Taub. Aber ich sehe ein selbst sicher Mensch, der sich selbst den Mittelpunkt merkt von dem Universum. Und so ich da bloß für mich sorgen. Ich will nicht dran geben, was du das oder was die dort tät. Solange es echt hat mir gekommen, kriegen dann das Tiefe nicht, was nicht. Das hat mit Hauptsachen, mit Worten, das alle taub, das ist alle taub gefühlt. Das ist ein Paket. Nosig sind, selfish. Philipper 2, Vers 3 sagt, seid nicht nosig und ihr geht sich viel mehr acht den nächsten Hecher aus den Salz. Das kommt nicht für Salz bei uns. Und da wird die alle Kraxe Gottes Eck. dass das nicht ist, wer du bist. Nicht really. Das ist nicht, wer ich sehe. Zank und Streiterie, jetzt sei er taub. Aber das ist eine Person, die säuerlich, immer trübelhaft war, das ist nur beim Darb, das ist der Väterwahl, oder das ist der, mit den Menschen will ich nichts zu tun haben, mit denen fährt jeder Mensch sich immer. Der fängt immer was zum Gehen, die Fährten. Zankerie. Einmal in der Kirche haben Menschen, die jetzt sich rum und fängt Freund zum
Schreierie und Stahlen, oder zum jene Lehrerschoen, oder zum Gruppentopstahlen, zum Tjorkenspülen, all diese Art Dinge. Das ist wer wir sind, in uns Fleisch. Titus 3, Vers 2 sagt, sie sollen über andere nicht schlecht reden und zu allen Menschen friedlich, freundlich und leufduldig sein. Das redet von Lehrerschaft. Und wenn du einen Lehrer hast, wo Sankarie immer anstellt und so weiter, das sind auch die Menschen. Spoilerie. Wir haben auf Englisch ein Wort, das sagt divide and conquer. Und das ist, was some Menschen tun. Seine Freunde einzukriegen, Spoilerie anstellen, in der Kirche seinen Freund zu kriegen, und dann hat der Freund jeden das was gewonnen, oder jeden der Lehrerschaft. Das ist eine Person, die immer einzelwies mit Menschen redet, und er steht mit einer Gruppe, wenn einzelwies könnte leicht an meine Sicht kriegen, und dann über dem eine Gruppe formen, und jeden was gewonnen. Das ist, was jeder Kirche dealt mit dieser Art Menschen. Jeder Kirche, was ich weiß. Spoilerie. Römer 16, 17, Brüder, werden für die Striden und Spülungen und Stahlen und jene die Lehrgungen, die sie gelehrt haben, gebt nicht auf mit die. Paulus sagt zu Titus, dass so eine Person, die Spülerie und Stahl ist, aus einmal warnen, und dann einmal, und dann hast du nichts wieder mit die zu tun. Weißt du, was das meint in die Kirche? Dass der ist dann nicht mehr ein Part von der Kirche. Und ein Trouble, was wir Kirchen haben, dass wir nicht handeln mit diesen Art Menschen, und dann gibt es alle Hunde Krankheit in der Kirche. Spülerie. Aufgangs. Na, aufgangs meint nicht bloß, dass wir Janker doch noch mal denken, oder vielleicht ja noch auf einen Schmuck Pickup sind, würde ich auch gleich in der Hand. Aufgangs meint, dass wenn du besser besser sagst, oder du hast mir gesagt, nu mache ich die Dollar an, ich mache die Schwert merken, ich mache die sollen zu vernichten, nach ein paar Freunde hauptsächlich, wo wir die Nomen Schwert merken, das wird aufgangs das. 1. Korinther 3, Vers 3 sagt, ihr seid noch fleischlich, noch tausend und jene Nosig Natur. Na, er redet hier zu Christen. Wenn die noch so leicht aufgänzig sind und die sagen, dann meint das, dass die noch fleischlich sind und noch in nur jene alte Natur leben. Das ist, wer wir sind. Mord. Na, wir merken nicht Menschen dort. Gewöhnlich wenn es nicht. Wird noch mal gleich, nicht? Aber wir tun gewöhnlich nicht. Aber wir tun doch. Man hat die Tongue, mit wo wir Menschen behandeln. Einmal kann ich aus dem Futter, aus dem Eichmann so ein hoher, selfish, wird ja Mensch sein, der meine Familie ist really tot. Wir wollen nicht mit mir zu tun haben. Und wir haben weit zu viel in Stadt, man ganz, Männer nicht. Mord. Oh, wir haben nicht eine Flinte mit dem Tod scheiden, aber wir merken den sein Nomen dort, wir merken den schwarzen Nomen, his Reputation, was immer alles ist. Und so über dem, der Mensch, der Menschen hat kein Vertrauen, ab selbst wenn du hast den Schwarz gemerkt. Mord. Südmen Frieden. Und da weit wir alle dort haben zu tun mit Wille-Partys. Taubkommen, Fleischbacken, so viel Bayer trinken, da war er liegen bleiben. Ewer eten und ewer trinken, und das ist das System von der Welt. Südmen Frieden. Das ist eine Liste von wer wir sind als Menschen. Und so wollte ich reden von Frieden in Christus. So, ich will dir eine Geschichte vertellen. Die sind ganz bekannt mit dieser Geschichte. Jesus redet den Tag mit Nikodemus. Und er redet von der wahren Geburt, und was man von Jesus geboren sind, so eine Dinge. Aber dann sagt er etwas sehr interessant. Er sagt es dit. So ist Moses in der Wildnis eine Schlange abhängt. Und wenn man durch die Hand checkt, der bleibt leben. So wird Jesus abgehangen worden, und wer immer an ihm glaubt, wird leben. So hier ist was passiert. Diese Menschen durch in der Wildnis, dort wir nicht dort leben bleiben, was ein Beter was wären. Oder dort wir nicht dort leben bleiben, was vielleicht ihm alle erste Dinge mitgemerkt haben. Die werden alle gebeten von der Schlange. Weißt du, was die Schlange da im Pool tut? Weißt du, was der da tut? Hier ist das Ding. Die Schlange da im Pool, oder Gott durch die Schlange im Pool, soll ich vielleicht sagen, die merkt das Gift in den Menschen kraftlos. Lass damit ansehen.
Die Schlangen da, wenn du durch Hand checkst, in der Welt von der sind Cobra-Schlangen, das ist schrecklich heftige Schlangen. Ein Mensch überlebt nicht in Cobra-Jaft. Von der haben alle Hand Medizin, ich und sie, aber warum mal 2000 Jahre trägen? Du nur die Schlangen checken. Dort merkt das Jaft von der jaftigen Schlange, was die gebeten hat, kraftlos. Das Jaft wird da, aber hat keine Kraft. Das ist, was Jesus für die, der man auf Sinn kommt. In Christus hat Jesus den Jaft von Sinn kraftlos gemacht in die. Sinn konnte die nicht mehr verloren mehr. Für Sinn konnte die nicht mehr tot merken. Da reden wir von ewiger Tod. Na, das ist eine gefährliche Lehre, weiß ich gut. Because der Nächste wird dann offern sein, oh, dann kann ich nicht unser Leben sich well, because ich glaube an Jesus, nu sind das mir nicht mehr. Du, wenn sie das von Anfang. In Christus. In Christus. Aber wenn Jesus sein Tod nicht deine Sinn kraftlos merkt, dann wirst du verloren gehen. 100% sicher. Aber. Because du bist gleich ein feiner Mensch. Diese Liste von Dingen, was ich nicht weiß, von daher hat Jesus die Friede gemerkt, wenn man wie nur das Kreuz checken, dann ist das Jaft von Sinn in uns kraftlos geworden. Sinn kann die nicht mehr kontrollieren, da kann die nicht mehr verdammen, Sinn kann die nicht nach Heil bringen. Sinn ist kraftlos. Na, die Bibel lehrt, wir sollen nicht in Sinn leben, wir sollen für Jesus leben, das ist ein langer Thema. Aber wenn wir das Leuten ansehen, dass Jesus sein Tod, seine Auferstehung, hat deine Sinn kraftlos gemacht, wenn du nur das Kreuz checkst. Sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen können. Wenn man das nicht verstehen kann, dann wollen wir uns immer rumgehen und schuldig sein, wenn das 100% sicher, dass du das Ding, was du nicht weißt, Christus Paulus, das schlechte Wort will tun, das schlechte, was ich nicht will tun, das tue ich, und das gute, was ich will tun, das tue ich nicht. So ist dein Leben. So ist mein Leben. Na, wir wollen wissen, dass Jesus leben, aber wir müssen bei das Verständnis kommen, dass in Christus ist der Jaft tot gemacht in die. Und dann kann ich nicht mehr verloren gehen. Und wenn wir dort Leute ansehen, wenn wir die Dankbarkeit leben und Gott danken für seine Gnade und dann lernen, in seine Gerechtigkeit zu leben. Amen. Wenn wir tot beten. Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass wenn wir nur das Kreuz checken, dann ist das Jaft tot gemacht. Dankeschön, wenn wir an die glauben, dann sagst du, dann haben wir ewiges Leben. Wir sind unvollkommene Menschen, wir haben das Fleisch in uns und da haben wir Trouble mit und das Fett wie immer mit, aber das ist tot gemacht in die. Aber die Kraft davon ist tot gemacht. Du danke dir dafür. Help uns in die Wahrheit und in die Freiheit zu leben.